Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem neuen Vortrag zum Thema «Wie stirbt der Mensch?» Im Namen Gottes des Allmächtigen. So steht es im ersten Satz von der Schweizerischen Bundesverfassung von unserer Eidgenossenschaft. Wie stirbt der Mensch oder auch, wie wird er nach seinem Ableben im Himmel empfangen? Wenn ich so in die Kamera schaue, ist es mir bewusst, wir haben schon sehr viele Menschen gesehen sterben. Liebe Menschen, und die Verwandtschaft oder auch über die Medien. Und je älter das wir werden, desto mehr rücken wir nach. Irgendwann sind auch wir dran zu sterben. Ein junger Mensch, für ihn ist der Tod sehr weit weg. Je älter das sie werden, desto näher befasst sich mit dem Thema Sterben. Aber denken Sie daran, bevor der Mensch stirbt, sollte er hoffentlich in seinem Leben gelernt haben, über den Sinn des Lebens nachzudenken, eigenverantwortlich gelebt zu haben. Wie es im Alten Testament steht, Genesis, also Mose 1, 1,29, sollte der Mensch sich eigentlich vegan ernähren, Früchte, Gemüse, Hafer für Soja und Soja für Proteinzufuhr. Wenn er ein aktives Krafttraining macht, intensiv und lange Spaziergänge, der wird eigentlich oder sollte eigentlich zeitlebens nicht krank werden. Im Sitz von unserem Herz, dort ist unsere Seele, der Gottesfunke, das ewige Leben, die ewige Liebe und der freie Wille, wo uns Gott, unser Schöpfer, gegeben hat. Gott, alias El für die Juden, alias Allah für die Moslem. Und für uns Christen nennen wir den Schöpfergott von allen Gott, unser Schöpfer. So gibt es Menschen, die das Glück haben, im hohen Alter einzuschlafen, wenn sie sterben und im Himmel zu erwachen. Es gibt aber auch Menschen, die durch lange Krankheit erst sterben, die nach einem Unfall aus dem Leben plötzlich gerissen werden. Oder noch schlimmer, durch Krieg, Mord und Folterung. Auch neugeborene Menschen, die vielleicht erst gerade als kleine Babys ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate auf der Welt sind, werden schon wieder sterben. Einige davon nennen sie Engelskinder. Details dazu bei meinem Vortrag unter reformator.tv Kindstod. So stirbt der Mensch. Wir leben in einer grobstofflichen Welt und wachen in der feinstofflichen Welt vom Himmelreich auf. Mit unserer Seele, eben im Sitz in unserem Herz, im Tempel in unserer Seele, in unserem Herzen hinein, fährt unsere Seele, unser Ich, wieder in den Himmel. Nahtoderfahrungen zeigen eigentlich, wie es funktioniert. Man sieht einen grossen Lichttunnel. Am Ende berichten die Nahtodmenschen wieder erwacht sind auf dem Operationstisch. Sie haben Gestalten gesehen, Verwandte, Mütter, Väter, die von ihnen gestorben sind. Und dann wachen wieder auf Erden auf. Ungefähr so läuft es ab. Man stirbt aber ohne Schmerzen. Und man muss keine Angst haben vor dem Tod. Wenn man stirbt, ist der feinstoffliche Teil von unserem Ich wieder bereit, in den Himmel zu fahren.
Ohne Schmerzen macht man sich auf die Reise ins Himmelreich auf. Wie wird man aber im Himmel empfangen? Das interessiert uns doch auch. Unser Schutzengel, der unser Leben lang begleitet, jeder Mensch hat mindestens einen Schutzengel, andere haben sogar mehrere. Der wartet als allererster, man kann sagen, an der Himmelspforte, im Empfangskomitee. Ich gebe Ihnen gerne 7 Beispiele, wie vielleicht Menschen empfangen werden im Himmelreich. Ein schwer belastetes Geistwesen, das dort aufwacht. Ein Massenmörder, der gefoltert hat, der wirklich sehr viel Böses auf Erden gemacht hat. Wenn er im Himmel erwacht, hat er nicht ein Empfangskomitee. Er kann auch nicht mit seinen vor ihm verstorbenen Mutter und Vater oder Verwandten reden. Es herrscht Ruhe. Im Himmelreich gibt es nicht nur wunderbare Sphären, sondern es gibt auch Sphären, wo vor allem der Verstorbene spürt. Kälte, Regen. Und er merkt, wenn er aufwacht, dass er, glaube ich, doch einiges Falsches im Leben gemacht hat. Wo er anschaut, sieht er nur die Ruhe. Sein Schutzengel versucht aber trotzdem auch für ihn das Beste rauszuholen. Der Gottesplan ist, jedem Geistwesen zu vergeben. Natürlich wird dieses sehr belastete Geistwesen in eine Himmelssphäre hineingeführt werden, wo es so schön ist, wo er sehr viele Jahre mit niemandem reden kann, bis er eines Tages in sich selber das Gebet wiederfindet zu Gott und barmherzig um Vergebung bittet. Jedes Geistwesen wird bestraft. Jeder Mensch, der Schlechtes gemacht hat, wird im Himmel bestraft. Er wird von Gott nicht ausgelöscht, sondern die Vergebung ist an erster Stelle. Barmherzigkeit ist an erster Stelle. Natürlich wird er noch in ganz viele weitere Menschenleben inkarniert werden. Man soll nicht Menschen strafen, man soll nicht töten, steht es in den 10 Geboten. Und somit muss er eine Todesstrafe abschaffen. Nicht wir Menschen entscheiden über Menschen entscheiden, ob sie sterben oder leben dürfen, sondern sie werden im Himmel dafür bestraft. Natürlich darf man sie lebenslang ins Gefängnis stecken. Das zweite Beispiel von 7, wie ein mittelschwer belastetes Geistwesen, ein Betrüger, ein Gauner, im Himmel empfangen wird. Er wird ein bisschen freundlicher empfangen. Das ist ganz klar. Im Himmel gibt es Strafengel, wie bei uns Staatsanwälte. Es gibt Fürbitte-Engel, wie bei uns auf Erden Verteidiger. Und man tut einen Fürbitte-Engel und einen Schutzengel immer für seinen Schützling kämpfen. Er hat ja vielleicht gesehen, wieso dass er böse geworden ist. Was ist vielleicht in dem Menschen früher in seiner Kindheit passiert, dass er so böse geworden ist. Auch sie werden im Himmel wieder vom Erlösungsplan von Gott und Christus belehrt werden, um dann später in andere Menschenleben wieder Stufe um Stufe aufzusteigen. Das dritte Beispiel von einem mittelschwer belasteten Geistwesen, das nur an Reichtum gedacht hat. Gier. Kein Mitleid gehabt von den Menschen, sondern wo es gegangen ist, alle ausgenutzt hat. Wie heute so viele auf dieser Erde. Schon im Neuen Testament hat Jesus Christus gesagt, dass die Reichen es im Himmel nicht so werden einfach haben. Und auch sie werden empfangen werden. Auch sie sehen für einen Moment ihre Eltern, vor ihnen vielleicht verstorben sind und Verwandte. Aber auch, sie dürfen nicht mit ihnen reden. Und es ist ganz klar, dass auch sie für ihre Gier, für ihre Geiz und für ihre Unbarmherzigkeit, die sie auf Erden hatten, bestraft werden. Darum sind sie nicht neidisch, wenn sie auf Erden reiche Menschen sehen oder böse Menschen. Beten sie für die. Weil ihre Strafe kommt im Himmel. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass Gott nicht alles sieht. Aber es ist nicht die Sache von Gott, auf Erden fürs Gute zu schauen. Und man kann auch nicht Gott für gewisse Sachen immer die Schuld geben. Es ist unsere Sache. Wir müssen mit unserem freien Willen unser Gottesgesetz halten. Wir haben ja nur schon die 10 Gebote bekommen. Würden wir uns an die halten,
würde es uns auf Erden schon viel besser gehen. Du sollst nicht töten, es gibt schon mal keinen Krieg. Beten Sie für die Menschen, die sie das Gefühl haben, sie leben nicht im Sinn Gottes. So sammeln Sie Perlen, wo Sie dann, wenn Sie sterben, vielleicht mit vielen Perlen, doch in einer höheren Himmelsstufe weiterleben. Das 4. Beispiel von einem Mensch, der ein Fanatiker war, auch in Glaubensfragen. Fanatismus ist nicht gut. Man sieht es heute auf unserer Erde, wo das anführt. 2000 Jahre lang Religionskrieg, eigentlich nur wegen Fanatismus. Die heutigen Terrorattentate ist doch einfach unglaublich. Man hat einfach das Gefühl, der Mensch entwickelt sich nicht weiter. Auch wenn man im Himmel erwacht, auch sie werden die ehemaligen Fanatiker von Gott, respektive von Gottes Engel empfangen werden. Einfachst, aber bestimmt. Und man wird ihnen nochmal den Erlösungsplan erklären. Während vielen Jahren, damit sie auch wieder als Menschen eine Chance haben, wiedergeboren zu werden und es im nächsten Leben besser zu machen. Das 5. Beispiel, ein Selbstmörder. Töten Sie sich auf keinen Fall selber töten. Es ist nicht im Gottes Plan, auch nicht mit unserem freien Willen, dass wir uns töten dürfen. Das sehen Sie auch im Buch Jesus Christus, König im Himmel. Oder in das Medaillon Gottes noch intensiver beschrieben. Jeder Selbstmörder hat natürlich das aus grosser Not gemacht. So wird er natürlich von entsprechenden geschulten Engeln im Himmel empfangen. Er findet Trost. Man erklärt ihm wieder alles und schickt ihn wieder auf Erde zurück. Atheisten, die Zeitleben fair und gute Menschen waren, aber leider der Gottesfunke bei ihnen nicht gefunkt hat, den Glauben an Gott zu entwickeln. Vor allem Atheisten erwachen oft mit einem Schock im Himmel auf. In der Tat, es geht weiter. Wer hätte das gedacht? Es gibt ein ewiges Leben. Und man muss natürlich den Atheisten im Himmel in Ruhe erklären, was der Gottesplan ist. Und sie werden natürlich freundlich empfangen. Und sie werden ihren Vater und Mutter und ihre Verwandten besuchen. Und die sind da, wenn sie empfangen werden, wenn sie sterben und im Himmel ankommen. Man wird ihnen einfach nochmal erklären, wie wirklich alles funktioniert. Und sehr schnell begreifen die Atheisten und beten um ein schnelles Wiedergeboren zu werden und hoffen, dass man sie begleiten tut, dass sie dann dort ein Leben finden, wo sie den Glauben zu Gott finden tun. Das letzte Beispiel, das 7. Beispiel, ist jetzt von einem Menschen, der ein gläubiger Mensch war, der Gottes Gesetz plus minus eingehalten hat. Wir sind ja nie perfekt, wir Menschen. Er wird natürlich von einem Komitee, von einem richtigen Festkomitee empfangen. Alle sind froh. Die von ihm verstorbenen Verwandten sind da, sind von ihm verstorbenen Haustiere, wenn er sie hat, und alle freuen sich. Und das Himmelreich natürlich auch. So, ein Mensch wird in der Tat nicht nur mit einer grossen Party empfangen, Beispiel mit einer Kutsche mit weißen Pferd, wird er nach einem grossen Fest in diese Sphäre, Himmelssphäre geführt werden, wo er von Äonen von Jahren einmal abgestürzt worden ist. Damals, als er mit dem Luzifer gegangen ist. Mehr darüber eben in meinem Buch «Das Medaillon Gottes». So ein Mensch wird natürlich nicht mehr geboren werden. Je schneller wir begreifen, was der Sinn vom Leben ist, und je schneller wir Gott gewollt ein Leben führen tun, desto eher haben wir eine Chance, nicht mehr geboren zu werden als Menschen. Denn das Menschenleben ist in der Tat hart. In diesem Sinn erlaube ich mir Ihnen, den Segen auszusprechen, weil jeder Mensch darf einem Menschen den Segen aussprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Und ich bitte auch Sie, mir Ihren Segen auszusprechen. Vielen Dank und bis bald. Euer Jean-Pierre Leonard Schupp.
Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schopp. Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger der heutigen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil, ich möchte mit meinen TV-Sendungen und meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, an einen runden Tisch einladen, eine Auslegeordnung vorbereiten und nach heutigem Wissensstand Beweise darüber vorliegen, dass in der Vergangenheit viele gewollte oder ungewollte Übersetzungsfehler in der Bibel zu vielen Religionen und Abspaltungen davon, wie zum Beispiel viele Sekten aller Art, geführt haben, die wohl so nicht im Gottes Sinne sind. Ein Gott, alias El, alias Allah, ein Himmelreich, von dem müssen wir ausgehen und endlich die 2000 Jahre lang andauernden Religionskriege beenden. 2017, 500 Jahre Jubiläum Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Wir müssen dieses Wissen über die Wiedergeburt in die monotheistischen Religionen tragen. Zusammenfassen kann ich 10 Punkte Ihnen heute geben. Erstens, Weltfriede geht nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfriede geht nur mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben beginnt mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung, viel Schlaf, langen Spaziergängen, viel reinem Wasser trinken und intensivem Krafttraining. 80% aller Pflegeeinsätze bei Menschen im Alter 70, 80, 90 plus sind nur notwendig, weil der Mensch nicht genug Muskulatur mehr hat, um vom Bett, vom WC oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen des Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu Hause oder in gut geführten Fitnesszentren ausüben und trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang, aber kurz und intensiv muss das Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht die geforderten 150.000 Menschen, die Pflege- und Krankenhausdienste als Arbeit ausrichten, sondern der neue Beruf des Gesundheitspartners. Da braucht es 150, sogar 300.000 Menschen, die praktisch 24 Stunden die Menschen, die es mit ihrem freien Willen nicht schaffen, eigenverantwortlich leben zu können, dass man die begleitet. Eben nicht nur während dem Training, dem Krafttraining oder beim Spaziergang,
sondern dass sie auch zu Hause begleitet werden. Dann, wenn sie den Kühlschranktür aufmachen wollen. Man muss die Menschen lernen, gesund zu leben, gesund sich zu ernähren. Automatisch werden die Kranken weniger werden und die Menschen werden überall wieder gesünder werden. Wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper erhalten und die meisten Babys waren gesund, als sie auf die Erde gekommen sind. Es gibt aber ganz wenige Menschen, die gesund sterben. Drittens, es gibt nur einen Gott, alias El oder Allah. Für alle drei monotheistischen Religionen ein Gott. Monotheismus. Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt und eingehalten werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das größte Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Und um diesen freien Willen umsetzen zu können, funktioniert nur die freie Demokratie als faire politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger, wir sind die einzigen weltweit, die als Souverän die Staatsgewalt mit der direkten Demokratie besitzen. Und darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, eher umgekehrt. Aber erst, wenn die EU die direkte Demokratie eingeführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es im ersten Satz der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren der Schweiz muss aufhören. Denn wer stirbt, kann keinen einzigen Franken und nichts aus seinem irdischen Vermögen in den Himmel mitnehmen. Man sollte aber auch nicht immer mit dem Finger auf die Politiker zeigen. Denn jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, also sich dem Geld und der Wirtschaft und dem Konsum unterwerfen, dann darf man darüber nicht staunen, wenn die Armen ärmer werden, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten des Kranken, zum Beispiel Krankengesundheitswesen, die Schweizer Bürger und Bürgerinnen bis zur Existenznot ausnehmen und ausnutzen. Siebtens, man sollte nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen. Man sollte umdenken, sich fragen, wie viel Geld benötige ich zum Leben, um ein gottesgerechtes Leben zu führen? Vielleicht will ich ja nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten, verdiene weniger, arbeite vielleicht mehr im Winter, dafür arbeite ich weniger im Sommer und kann meine wunderschönen Wanderungen auf unseren schönen Schweizer Bergen vornehmen. Lebensqualität. 8. Im Himmel gibt es keine Religion, keine Partei und kein Geld. Und somit auch kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden abgeschafft und zum Teufel geschickt werden. Denn genau von dort kommen diese auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, ob als Besucher oder Flüchtling, muss die Gesetze der direkten Demokratie kennen. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Am ersten Tag muss man die ihm erklären und daran muss man sich halten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthard, Bergmassiv sind ganz spezielle Orte. Und die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa, die Seele der Welt und der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk muss in vielen Dingen als Vorbild weltweit viel intensiver präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, Sie wieder nächsten Sonntag auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp.